Wahiba Sands. Unten jetzt riskieren. Wow, ich scheiß mich gerade so auf. Taxi. Ja, wir sind am Weg in die Wahiba Sands. Das ist der Wüstenteil im Oman für Offroad-Fanatiker. Darum gibt es ein paar Regeln zu beachten. Das Wichtige ist, das richtige Auto. Mit dem Toyota Prado sind wir gut dabei. Das zweite Wichtige haben wir gerade gemacht, kurz bevor man in die Wüste reinfährt, die Reifen auslassen. Idealerweise so zwischen 1 und 2 Bar. Hilft halt, dass man dann einen Grip in der Wüste hat. Und wenn man keine Erfahrung hat oder wenig, sollte man sich entweder einen Guide holen oder man fährt sehr vorsichtig. Ja, jedenfalls sieht man, dass ganz viele andere Leute das auch machen. Das heißt, es wird schon alles gut gehen. Und im besten Fall übernachten wir sogar in der Wüste. Aber bist du motiviert? Motiviert, das ist das erste Kamel. Oh! Hallo! Super! Okay, erstes Zwischenfazit. Nur für die ersten paar Kilometer, es macht Spaß. Es ist nicht schwierig, die Straße ist nur sehr gut erkennbar. Wir sind allerdings vielleicht fangen wir mal rum. Wir sind für den Weg abgekommen. Die anderen Autos fahren woanders. Schaut mal. Sowieso. Wir sind sogar auf der Hauptstraße. Und wir haben ein paar Straßen gesehen, die die anderen nicht sehen können. Gut Spaß. Und da ist wieder ein Kamel. Man, die zwei. Mei. Ihr seid ja süß. Okay, jetzt sieht man den Hintergrund gar nicht. Bitte. 3 kleine Kamele. So süß. Ja, auch ziemlich spannend. Es ist 4:30. Uns kommen sehr viele Autos entgegen, die gerade alle wieder rausfahren. Und wir sind irgendwie die einzigen, die gerade reinfahren. Dürfte dann so das Ding sein, dass man da drin übernachten will. Hat das einen Grund. Das ist so schön. Erstes Fazit. Mega, richtig geil. Kamele, Straßen gehen gut, das Auto tut, was es da soll. Wir sind gehypt. Also für mich hat sich das gerade schon immer so viel angefühlt. Aber gut, jetzt sagt das ist okay. Oh Mann, zum Glück voll nicht. Jetzt merkt schon langsam Gas. Du darfst gar nicht runtergehen vom Gas. Oh! Wir Schienen. Wir Schienen. Nimm's Lenkrad in die Hand, Mann.
Nein, ist mega geil. Also kann man nur jedem empfehlen, der sagt, er möchte mal Wüste fahren. Es ist absolut nicht gefährlich da. Die Straßen sind relativ breit und gut einsichtig und das ist so der Hauptweg. Und wenn man jetzt eine hunderte Kilometer reinfährt, dann kommt da immer mal wieder wer vorbei. Sollte man wirklich ein Problem haben. Aber wenn man das richtige Gefährt hat und die Reifen auslassen hat, bitte. No problem. Muss funktionales werden. Gut. Stimmt, perfekt. Genau so eine habe ich gemeint. Okay, ja gut. Ist hier schön, dass wir die. Wir konnten jetzt riskieren. Und auf Kamera. Also, dann wissen wir das. Nein. Tut sich nichts. Scheiße. Okay. Jetzt? Vor oder rechts? Scheiße, scheiße, bleib still, Axel, bleib still. Fuck, fuck. Es ist gar nicht gut, glaube ich. Den will ich da ganz kurz aussteigen. Axel, schnell, ich will nicht so lange da bleiben. Wir haben jetzt eine Düne geklimmt, das war grenzwertig. Ah, ich scheiß mich gerade so an. Ah, ich muss das von außen noch schnell filmen. Ah, shit! Und wir werden aber wieder runterfahren zur Sicherheit, weil da ist sowieso windig. So, wie ihr seht, haben wir doch noch einen Schlafplatz gefunden. Wunderschön, mitten in der Wüste, keine andere Sau da. Außer Kamele. Also wir sehen sehr viel Kamelscheiße. In der Ferne sieht man auch schon, sie kommen in unsere Richtung. Mal schauen, ob sie unser Dachzelt verrissen oder nicht. Aber wir sind optimistisch, dass das eine geile Nacht in der Wüste wird. Und Ich bin nicht optimistisch, dass man die Aufnahme hört. gut. Was sollen die Leute machen, die unser Video feiern? Liken! Woo! Wahiba Sands! So, Instant Nudeln with a View. Und mit Kamele. Wir haben gerade festgestellt, neben uns schläft ein Kamel. Wir können es nicht filmen, weil es dunkel ist, aber 100 Meter oder 50 Meter neben uns liegt einfach ein Kamel. Und wir haben es schon ein paar Mal gehört, wie es gegrunzt hat. Vielleicht ist es nicht zufrieden mit unserem Radau, den wir machen, aber es ist einfach da drüben. Der Kamel. Mal schauen, ob das morgen noch da ist. Kamele sind weg. Mach wieder zu, mach wieder zu, mach wieder zu. Haben wir geschaut auf. Ah, das sieht man, wo wir stecken geblieben sind.
Ja, Axel, was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich sage, dass ich nicht so fähig war. Aber Aber- motiviert. Sind gerade halbwegs schief. Genau, so macht man es nicht. Gut, ich meine, wir gängen da auf. Ja? Können wir auch machen. Können ja da einer backen einfach. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass ich einmal die Düne aufgehe und einfach mal schaue, wie das da oben ausschaut. In Axel lässt es nicht ganz locker und er möchte jetzt noch mal probieren, dass er auffährt. Da hinten pirscht er sich schon an. Ja, also es ist nicht ganz so easy, aber gehen ist nicht so viel leichter. Bist du deppert, man versinkt im Sand wie ein Trottel. Aber gut. Ah? Planänderung. Da ist ein Camp hinter uns. Und wir haben gerade realisiert, dass wir vorher eine Tafel gelesen haben, wo gestanden ist, dass man im Campbereich nicht auf die Dünen fahren soll. Es sind zwar da Spuren, das heißt, es wird wahrscheinlich einfach von den Campleuten gemacht und sie wollen halt nicht, dass du das privat machst, damit du eine Tour machst. Also werden wir da jetzt einfach zu Fuß raufgehen und schauen uns das einfach mal so an. Hui! Und dann da sparen wir uns, dass wir da irgendwo hängen bleiben. Boah, ich war gerade gerne gekommen. Also wir sind jetzt da auf einer Düne. Leider haben wir es mit dem Auto nicht aufgeschafft. Aber wir sind in der Wüste. Es ist 9 in der Früh und es ist schon so warm, dass ich schwitze. Aber es ist geil. Wahiba Sands, Banger. Ja, es ist warm. Wir haben aber eine mega Aufnahme gemacht. Jetzt rennen wir da runter. Ist einfach da runter. Ja. Wirklich? Ja. Fuck. Okay, das machen wir jetzt auch. Wuhu! Boah, es ist echt richtig cool. Also, wir haben das Ende vom sicheren Weg in die Wahiba Sands erreicht. Die Stromleitung hört da auf, das heißt unser Wegmarker, unsere Sicherheitsleine Richtung Zivilisation ist quasi zu Ende. In die Richtung kann man nur über 100 Kilometer weiter durch die Wüste fahren. Wir sind uns sicher, es wäre wahrscheinlich machbar, aber die Camps hören da auf und ab da sollten wir dann schon die Ausrüstung haben. Wir haben keine Sandfläche, wir haben auch nicht die notwendige Erfahrung und wir haben auch keinen zweiten mit. Das heißt, es wäre sehr töricht, da weiterzufahren. Drum drehen wir um. Alles, was wir bisher gemacht haben, kann man aber getrost jedem empfehlen, der ein bisschen weiß, wie man Auto fährt. Das heißt, ja, somit ist unser Wüstenabenteuer da beendet. Es gibt noch Aufnahmen am Weg zurück und ja, weiter geht's. Taxi? Taxi?